Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweiz zu der nächsten Folge Kingdom Hearts 3. Wir befinden uns ja immer noch in der Flucht der Karibik auf unserem Piratenschiff. In der letzten Folge haben wir hier nebendran gerade die kleine, feine Insel durchforscht. Und ich würde sagen, wir schauen mal nach, wo es uns weiter hinverschlägt. Da schauen wir doch gerade mal ganz kurz auf die Karte. Da sehen wir gerade links unsere Leviathan Stufe 7. Uns fehlen noch 78 Krabben zum Level 8 zu erreichen. Ziemlich wenig, muss ich sagen. Aber unser Ziel befindet sich ja eigentlich hier oben. Und mein Ziel wäre es eigentlich, jetzt richtig da auf Segel zu sitzen. Und ich würde sagen und hoffe, dass wir auf dem Weg sonst noch genug Gegner finden, die uns Krabben geben könnten. Also durchs Zerstören von Gegnern, von herzlosen Schiffen, dass wir vielleicht doch noch Stufe 8 könnten erreichen, bevor wir uns unserem Ziel nähern. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt in den nördlichen Gewässern, haben unsere Segel gesetzt und machen uns einfach mal auf den Weg. Und Hoffnung stirbt zuletzt, jawohl! Da haben wir gerade eine Gruppe Herzlose. Jetzt muss ich schauen, dass ich da die schön verwünsche. Du musst da gar nicht uns versuchen weh zu machen, das geht gar nicht. Das senken wir dich halt ohne den grünen Bümbel runterzuschiessen. So, Angriff gestiegen, Kampf gewonnen. Was hinter uns befindet sich noch einer da hinten. Okay, alles klar, ich würde sagen. Dann versenken wir auch dich, das sollte gar kein Problem sein. Ja, du stehst jetzt auch du gerade wieder auf der falschen Seite zu. So, aber das sollte der letzte von den drei sein. Und wie wir sehen, unsere Krabben sind auch gesunken vorher. Jetzt haben es gut. Unsere Krabben sind jetzt auch über 30 abgestiegen. Aber da vorne die kleine Insel sollte eigentlich unser Ziel sein, wo wir Land gewinnen. Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Aber Gott sei Dank, da wartet gerade schon die nächste Truppe herzlos auf uns. Da freue ich mich doch gerade mal wieder ein paar Schiffchen zu versenken. So, Nummer 1 haben wir erledigt. Wir hätten aber noch den Windjäger parat. Den haben wir auch versenkt. Jetzt weiss ich nicht, ob ich den Windjäger noch aufsparen soll. Da hoffe ich, dass wir, wenn wir gerade nochmal eine Gruppe Herzlosen finden. Sonst segeln wir halt noch ganz ein bisschen umeinander und schauen, dass wir noch eine Gruppe finden. So, jetzt hat er uns Schaden gemacht. Das kann ich mir nicht gefallen lassen. Und kabusch! Aber 80 Krabben fehlen uns noch. Oh Mann, das wäre jetzt so schade, wenn wir die nicht noch könnten bekommen. Ich sage, sonst segle ich jetzt einfach mal ganz ein bisschen mehr nach rechts. Anstatt richtig Ziel, macht das richtig. Jawohl, jetzt würde ich mehr in die Richtung fahren, dass man vielleicht doch noch eine Gruppe Herzlosen findet. Kommen da hin. Das ist gerade ein grösseres. Das ist gerade ein grösseres Schiff. Aber Gott sei Dank haben wir gerade unseren Windjäger parat. Sagen, dann versenken wir doch das ganz kurz. Da hinten sind noch ein paar kleinere, sogar kommt gerade noch mal eins, weil die Kanonen haben wir ja auch noch. Ich würde sagen, ich baller jetzt wirklich einfach mal alles schnell auf das grössere Schiff drauf. Wenn wir das versenken, ist die grösste Gefahr vorbei. Das sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen. Ein kleines haben wir auch gerade noch können. Flutwelle haben wir auch aktiv. Da hinten haben wir noch 2 Schiffe. Ich würde sagen, dann setzen wir das auch gerade mal noch ein. Sturzflug! Nice, ich hoffe, wir haben jetzt, glaube ich, beide verwünscht. Nein, eins ist davor, oder nicht? Nein, das sieht ziemlich gut aus. Wir haben da sogar noch eine Schiffführung zum Entern. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal noch ganz kurz und begeben uns danach Richtung Ziel. Ich hoffe, das Entern bringt uns jetzt noch die letzten Krabben ein, um noch auf Level 8 zu kommen. Oh Mann! Ich glaube, ich spinne. So. Dann entern wir doch mal ganz kurz das Schiff. Sliden wir da gemütlich drauf. Da wartet auch schon eine Gruppe Herzlose auf uns. So, ich versuche jetzt mal mit dem Blitz die grössten Teil der Gruppe auszuschalten. Um mich nachher in Ruhe um den komischen Typ da oben zu kümmern, weil der allein ist schon ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Jetzt haben wir noch ganz kurz Items. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mit Eis. Okay, Mana haben wir jetzt gerade aufgebraucht. Das war aber ein schöner Treffer von dir. Oh Mann. Dann versuche ich es doch in dem Fall noch mit unserem Fokus, dir genug Schaden zu fügen. Und das hat auch schon gelangt, um das komplette Schiff zu säubern von diesen Herzlosen. So, wir haben 3 Zelte erhalten. Aber irgendwie jetzt keine Krabben mehr, wenn ich das jetzt mitbekomme. 18 Krabben fehlen uns immer noch. Oh Mann, dann haben uns die Herzlosen in dem Fall keine Krabben mehr gegeben. Dann versuche ich mich in dem Fall doch noch in die Richtung da führen.
machen wir halt noch eine ganz kleine Ausfahrt, bevor wir uns zu dieser ganz kleinen Insel da vorne begeben. Und hoffen, dass wir noch die 80 Raben zusammenbekommen. Das sind aber gerade mehrere aufs Mal. Oh Mann. Zack, zack. Schützen. Da ist es auf der falschen Seite. Dann fallen wir trotzdem mal drauf, bevor wir Schaden bekommen. Ich hoffe und denke, wir kommen von denen unsere letzten Krabben rüber. Jetzt hätten wir noch den Windjäger parat. Jetzt gebe ich in dem Fall mal ein bisschen Gummi, sie beide versuchen zu kehren. Sehr gut. Level 8. Die Leviathan wurde verbessert. TP 8500 und Feuerkraft 140. Ich würde sagen, das sind unsere Vorbereitungen gewesen. Und gute Vorbereitungen, um uns zu unserem Ziel zu begeben. Dann steuern wir doch einmal die kleine Insel da vor uns an. Da sehe ich auch schon auf der Karte, dass sich dort ein Mogri-Laden befindet. So. Dann frage ich mich jetzt schon mal, was auf uns zukommt. Okay, dort von rechts von uns ist gerade nochmal ein Schiff auftaucht, aber das hat, wie es aussieht, jetzt gerade nichts zur Sache. Luxord! Ah, you do know how to make good time. Yes, one must simply marvel at your celerity. But such compulsive behavior is eventually going to bring you nothing but sorrow. Lost him again! How are we gonna go after him? Right! Voilà, alles klar also. Das heisst, der Luxor hat sich einfach wieder aus dem Staub gemacht und uns mit einem recht hordenvollen Schiffli hinterlassen mit vielen Herzlosen. Dann würde ich sagen, wir versenken in dem Fall mal eins nach dem anderen. Das sollte eigentlich gut funktionieren. So, das zweite haben wir auch schon mit, sogar noch eine Flutwelle aktiv. Nummer 3 haben wir auch versenkt. Das wäre Nummer 4, du stehst auf der falschen Seite. Das heisst für mich, ich versuche dich jetzt trotzdem noch ganz kurz mit dem normalen Kampf zu erledigen. Flutwelle und Windjäger hätten wir aktiv. Ich würde sagen, wir schlagen uns jetzt gerade mal so noch recht gut. So, das wäre Nummer 4 oder 5 gewesen. Oh, jetzt habe ich völlig vergessen mitzählen. Hei, hei, hei! So. Die hat den Bömbel auf dieser Seite. Das heisst für mich, ich werde von Anfang an auf dieser Seite... Okay, da sind gerade noch mal ein paar auftaucht. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich da Flutwellen noch einsetze. Machen wir. Mo, Sturzflug! Here we go! Nice, aber wenn ich das auf der Karte so anschaue, ist da ja genau eine größere Gruppe Herzlos nochmal unterwegs zu uns. Jetzt müssen wir schauen, sie verschwinden natürlich immer im Nebel, aber oben rechts sehen wir ziemlich schnell, wo sie wieder auftauchen. Oder gerade vor uns, wie sie es jetzt machen. Ich würde sagen, dann setzen wir gerade unseren Windjäger mal ein. Wilde Kanone hätten wir eigentlich auch noch gerade. Und das Schiff hat aber viel Leben. Oh Mann. Das sind sicher mehr als 10 Striche. Ich würde sagen, dann versuchen wir wirklich... Das wird in dem Fall unser Endboss sein. Sie verschwinden alle nochmal im Nebel. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an, was sie als nächstes auftauchen. Gerade vor uns. Das ist aber ein guter Angriff gewesen. Oh Mann. Da hätte ich halt wirklich schneller mein Schild einsetzen. Das ist wirklich mein Fehler. Jetzt haben wir über die Hälfte von unserem Leben nur durch einen Angriff verloren. So, wir haben da aber nochmal Windjäger. Ich setze jetzt gerade nochmal ein. Jetzt hoffen wir, dass wir da gerade noch die kleineren versenken plus ein grosses paar Bömbel abnehmen. Das sieht aber scheiter aus. Oh Mann. So, die haben wir versenkt. Ich tue jetzt da mal ein bisschen das Tempo abschrauben. Okay, sie verschwindet wieder, nur das zweite. Das heisst, schlecht sind wir nicht dran. Jetzt tauchen sie wieder knallhart einfach vor uns auf. Das setzt sich aber unser Schild gerade schneller ein. Dass wir nicht allzu viel Schaden bekommen. Also wir sind da wirklich richtig in einem Kessel gefangen, sobald sie da auftauchen.
Und er hat jetzt auch noch ein bisschen mehr Verstärkung wieder mitgenommen. Und setzen wir doch gerade mal unsere Flutwellen ein. Oh Mann, er hat mehr als die Hälfte Leben noch. Und wir schon viel weniger als die Hälfte. So. Er hat sich im Nebel versteckt und ist verschwunden. Und da werden wir gerade wieder angegriffen. Es fängt schon an rumpiepseln, weil wir zu wenig Leben haben. So, da versuche ich mal. Jetzt hat er nur noch einen mithelfen. Sonst mehr aus Entfernung mal zu kämpfen. So, sie verschwindet wieder im Nebel. Ganz ehrlich, ich gebe jetzt einfach mal Full Speed. Alles klar, sie haben uns versucht, da zu rammen. Das zweite, jetzt sind es wirklich nur noch 2. Er hat in dem Fall nicht mehr mitgebracht. Aber ich glaube, die verschwindet uns jetzt gerade wieder im Nebel, wie das aussieht. Ich weiss jetzt nicht, ob das etwas bringt, denen nachzufahren. Doch, es bringt etwas. Nice. Versuchen wir schnell den kleineren zuerst auszuschalten. Da kommen wieder ein paar von diesen schwarzen Pömbel. Ich sage, versuche zuerst mal denen gut auszuweichen. Ui, wer hat... Oh Mann! Das sieht wirklich scheiter aus. Das sieht mega scheiter aus. Ich muss sagen, da ist irgendetwas komisch auf dem Weg zu uns. Okay, so Windstrudel. Und sie haben sich wieder... sind wieder verschwunden. Oh Mann, wo tauchen sie jetzt auf? Schild, 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 Schild! Schild! Oh! Wenn ich Speedy setze, kann ich unser Schild leider nicht einsetzen. Das ist ein bisschen mühsam. Da haben wir gerade noch ein Eis versenken. Wir haben richtig wenig Leben. Das sieht gar nicht gut aus für uns. Wir haben wilde Kanonen. Oh Mann, das setzt ihm schon ziemlich zu, aber... das noch anbekommen, das wird eine ziemlich knappe Sache. Er haut da wieder ab. Jetzt setzen wir da mal Fullspeed ein. Direkt durchgehend Schild irgendwie spammen, das ist das Einzige, was mir irgendwie führig bleibt. Dich noch runterzuballern, was könnte ich noch versuchen? Wir haben... oh nein! Oh Mann, nein! Oh, selbst mit Level 8 sind die einfach mega nervig und blöd. Aber ich glaube, mein grösster Fehler war jetzt wirklich gewesen, dass ich mich mehr an den Rand raus begeben habe. Also im Versuch Nummer 2 werde ich versuchen, mehr in der Mitte zu bleiben, dass ich nicht mein Tempo so nachlasse, weil zum Schluss haben wir ja wirklich kein Tempo mehr drauf gehabt. Sind richtige Dänge getrieben worden. Also das mal versuche ich aber genau das gleiche nochmal, einen nach dem anderen schnell zu versenken. So. Die da hinten schiessen natürlich gerade wieder volle Pulle los. So, immer schön abwehren, mehr Schild brauchen als vorher. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, sie sind mega stark. Aber wir bringen das an. Wir sind nicht umsonst noch leveln. So, wir haben den Windjäger. Ich bin jetzt völlig am Überlegen, das mal ausnahmsweise den Windjäger früher einsetzen. Dass wir nicht allzu viel Leben jetzt an denen verschwenden, sondern eher im Hauptkampf. Bei dem können wir noch versenken. Nice. So, hinter uns. Oh, der versucht uns da gerade wieder Schaden zuzufügen. Jetzt sind gerade wieder mehrere aufs Mal auftaucht. Ich würde sagen, der Windjäger ist jetzt gerade das Beste, was wir uns antun können. Wir können aber böse Schaden über, während wir auch den Windjäger einsetzen. So, den haben wir gerade noch so versenken. Der da hinten. Da hinten sind wirklich noch 2, die uns versuchen blöd zu nerven. So, wir haben nochmal Windjäger, aber der setzt sich jetzt nicht ein. Ich warte jetzt wirklich noch auf die grösste Gruppe herzulosen, also das grössere Schiff vorher. Um von Anfang an ein paar kleine neben ihm auszuschalten, weil sonst ist es einfach eins zu viel. Okay, da haben wir gerade das nächste. Nice, das hat Ivan Fred mal funktioniert. Wir haben jetzt noch eins hinter uns, wenn ich das mitbekomme. Nice, Flutwelle haben wir auch gerade. So, mal ein bisschen höher. So, nice, Perle. Da kommt er gerade. Ich glaube, ich bin jetzt so frech. Sobald es auftaucht, setze ich direkt einfach mal Flutwellen ein. Weil solange wir uns in der Luft befinden, sollten sie uns eigentlich keinen Schaden machen. Und wir könnten ja eigentlich versuchen, genau so hinter ihnen zu landen. Jetzt sollten wir eigentlich im Vorteil sein. Jawohl, wir haben alle Kleinen zerstört. Und nur der Grosse ist übrig, aber ich glaube, der verschwindet jetzt wieder im Nebel.
Nein, er versucht sich in einem Kampf mit uns zu stellen. Here. Dann würde ich sagen, wir setzen da schön unseren Windjäger ein. Versucht eher vor ihm zu bleiben. Take this. Okay, er verschwindet da wieder im Nebel rein. Jetzt haben wir halt keine Ausweichsmöglichkeit wie vorher mit unserer Flutwelle. Da kommen sie. So, du bist weg. Also das heisst, jedes Mal, wenn er verschwindet, kann er auch noch mit zusätzlichen Linien auftauchen. Das finde ich aber schon ein bisschen stark. Auch unsere Flutwelle. Ich setze jetzt einfach knallhart mal ein. Ich fühle mich da völlig in die Enge getrieben wieder. I can't look! Nice. So, und das grosse Schiff hat nicht mehr allzu viel Leben, wie ich das jetzt gerade mitbekomme. Also wir heben uns, glaube ich, ziemlich gut. Er hat noch 3 Balken. Also verschwindet wieder, das heisst, er nimmt jetzt gerade wieder eine Kolonne voll diesen Viecher mit. Ich segle jetzt einfach einmal mehr... Schild. Und Flutwelle. Wow. Da können wir uns gerade aus dieser brenzlichen Situation noch rausheizen. I can't look! Nice! Oh mein Gott, das hat allein gelangt, schon zu mir zu zerstören. Wir haben Wasser erhalten. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, ist das wieder hitzenaufreibend gewesen. Gott sei Dank habe ich es jetzt im zweiten Versuch geschafft. Es stört mich halt mega, dass wir gestorben sind, aber... In the heat of battle. To Shipwreck Cove! Fast. Segle zu Schiffsfrachtbuch für die letzte Schlacht. Okay, alles klar, aber da vorne hat Mogri Shop, damit würde es mich interessieren, ob sich da auch noch etwas anderes befindet auf dieser Insel. Hey, wir haben es geschafft. OMG. Mein Gott, es tut mir leid, dass wir doch noch einen zweiten Anlauf gebraucht haben. Auch jetzt im zweiten Anlauf ist es wirklich knäppiger geworden, aber ich sehe da schon einen Speicherpunkt. Aber OMG, wir haben es geschafft. Mein Herz wieder pocht. Ich hatte schon gedacht, nein, bitte nicht noch der zweite Versuch fehlen. Aber nachdem ich halt gewusst habe, wie es jetzt ein bisschen vorgehen und alles drum und dran und die Idee mit dieser Flutwelle, muss ich sagen, habe ich das ziemlich gut gefunden. Ich würde sagen, ich speichere jetzt einfach mal ganz kurz da ab. So, Level 38 sind wir schon. Und da steht unser Piratenschiff. Der Donald und der Gummi müssen gerade nach dieser Hitzeschlacht sich noch ganz kurz abkühlen. Und ich ganz ehrlich muss sagen auch. Und darum wünsche ich euch alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Sorry für meinen Fail. Aber ich hoffe, in der nächsten Folge wird es besser, wenn wir uns am endgültigen Endboss von dieser Welt stellen. Danke vielmals fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Euer Schweizer. Tschüss.